Merhaba, Teile Barbara. Es ist schön, dich zu sehen, da, dich zu sehen, dich zu haben da. Ja. Und Merhaba, unser Haber Avrom. Ja, wir haben ein Schmues ein auf unser Jiddisch-Tisch mit Professor Barbara Kirschenblatt. Ja, ich will ein bisschen vorstellen, unser Gast, unser heutigen Gast. Ja, und danach werden wir schmusen und wenn ihr wollt, mögt ihr euch stellen eure Fragen auf unser Schmuskästel auf YouTube. Ja, und danach werden wir, gut, wird unser Gast Barbara können entfernen auf eure Fragen. Ja. Barbara Kirchenblatt-Gimblet ist geboren geworden in Kanada und hat gelernt englische Literatur. Sie hat durchgeführt ihre Karriere in Englisch und ist gewesen Professorin von englischer Literatur in Texas Universität. Sie ist Hauptkuratorchef von der zentralen Ausstellung von dem Museum von der Geschichte von den polnischen Juden unter dem Namen Polin in Warschau und emeriter Professorin von Biene Kunsten in New Yorker Universität. Ihre Bücher nehmen rein Schicksal, Kultur, Tourismus, Museen und Eigentum. Noch ein Buch, man hat mich geholfen, Meier Juli, gemalte Sichrones von dem jüdischen Leben in Polen vor dem Churban, geschrieben in einem mit den Taten, Meier Kirchenblatt und andere Künstler. Sie hat bekommen Ehrendoktoraten von Amerikaner Jüdischem Theologischen Seminar, Haifa Universität und Universität in Indiana. Sie ist ausgeklebt geworden wie ein Mitglied von der Amerikaner Akademie von Kunst und Wissenschaften und sie hat bekommen den Kreuzorder von der Polnischen Republik für ihren Beitrag zum Museum Poli. Sie ist ein Mitglied im Rat von den jüdischen Museen in Zoffenamerika, dem Jüdischen Museum in Wien, dem Jüdischen Museum in Berlin und dem Jüdischen Museum vom Toleranzcenter in Moskau. Und sie ist ein Ratgeber für Projekte in Museen in Litauen, in Belarus, in Albanien, in Israel, in Neuseeland und in die Vereinigten Staaten. Gut. Äh, Ich meine, dass wir können reden noch schon lang wegen ihrem Curriculum, ja, aber wir werden anheben, קודם כל, ich will euch, mir will euch danken, ja, bei der Barbara, für ihr Dasein da, heint mit uns. Und קודם כל, wollte mir gewollt, dass ihr, gut, soll ich irzen oder duzen? Was hat ihr oder was hast du besser lieb? Duzen. Duzen. Gut, wir sehen uns schon auf du. Gut. Wir wollten gewollt, dass du sollst uns erzählen wegen dein Abstamm und wieso du hast dich spezialisiert in jüdische Studies. Wie, No, das ist eine lange Geschichte. Keinem Kohl ist Jiddisch gewesen ein Teil von meinem Leben von Anheg. Heißt es, als die Eltern sind geboren geworden in Polen, der Tate in Opatów in Abt und die Mama in Brest-Litovsk in Brisk. Und ich bin geboren im Meschach von der Mechume. Das heißt 1942 in Toronto in Kanada. Und man hat geredet Jiddisch auf der Gas. Heißt es, als Jiddisch ist gewesen, ein Teil von meinem Leben von Anheb. Ich bin gegangen in der Verbandsschule, in Peretzschule, in einer Talmud Teures. Es gewesen eine schreckliche Erfahrung, aber so ist es gewesen. Und, aber das ist nicht gewesen mein Fach, meine Spezialität als Wissenschaftler. Aber was ist gewesen wichtig? Und das ist gewesen ein Sommerverlag, ein Sommer, wie sagt man, ein Sommercamp. No,
es ist gewesen von Habonim, von Dror. Es ist gewesen Polizeion. Und das ist gewesen, wie sagt man, das heißt, dass Jiddisch ist gewesen für sie sehr eine wichtige Sprache. Und der Anführer von Camp Kvutza, also hat es geheißen, ist gewesen ein jiddischer Linguist, Michael Herzog. Und er hat studiert die jiddische Dialekten von meiner Mamas Gegend. Heißt es von Polen, Northeastern Poland. Ich weiß nicht, wie zu sagen auf Jiddisch. Und wie sagt man auf Jiddisch, Northeastern? Zoffen Mizrach. Zoffen Mizrach, okay. Also ist es gewesen. Und wenn ich hab angehört mit studieren für mein Doktorat in Indiana University in Bloomington, in dem ersten Semester, mein Professor Jerome Mintz, er hat gemacht seine Dissertation auf die Legendes von den Chassidim in Brooklyn, in New York. Und er hat gewusst, als ich kenne Jiddisch, hat er mir gesagt, es ist gewesen ein Kurs wegen Forschmethoden. Und er hat mir gesagt, also wie ihr kennt Jiddisch, für was, ich meine, als du sollst machen dein Semesterarbeit auf ein jiddische Thema, auf jiddischem Folklore. Bin ich heimgekommen und ich habe geredet mit meiner Sprache, ich habe gelernt etwas von einer von meinen Büchern von einem Kurs wegen russischen Folklore. Und meine Tante hat gesagt, oi, also ich habe mir getan in unser Städtel. Ich habe gesagt, was? In dein Städtel hat man so getan, wenn ein Mensch starb und so weiter? Sagt er, ja. Habe ich getracht, und was noch hat man getan? Und ich habe angehoben zu fragen Frages. Und ich habe gefunden ein Äußer, ein absolut Äußer von jüdischem Folklore. Habe ich vorgestellt, sie der Center von Volkskultur in Museum von und der Nationale Museum von Kanada. Ich habe vorgestellt, ich habe gewusst, dass sie machen so eine Forschungen wegen der Folklore von Immigranten in Kanada. Habe ich vorgeschlagen, nu, öfter eine Forscharbeit wegen jüdischen Folklore in Toronto. Haben sie gesagt, ja. Ich habe es gemacht, aber wie bald sie haben gesagt, ja, habe ich angeklungen, Michael Herzog, mein Führer von Camp Kvutza, weil ich habe gewusst, dass Columbia University, er hat gehalten, wie sagt man, er ist gewesen Uriel Weinreich, Professor von Jiddisch in Columbia. Und ich habe gesagt, Michael, herzlich Sie. Eine sehr interessante Erfahrung. Ich will machen Forschung wegen jiddischen Folklore in Toronto. Hat er gesagt, in 2 Wochen herum, ich will euch schicken ein Billett, ihr dürft fahren, Takef nach New York und kommen nach Jevo. 2 Wochen herum bin ich geflogen nach New York und ich bin angekommen in Jevo. Und das ist gewesen eine Erfahrung, ich will es keinmal nicht vergessen. Ich habe begegnet mit Dina Weinreich und Dina Abramowitsch und Bolek Ellenbogen und die Ehrlichs. Und das ist gewesen mit Hanna Mlotek. Und ich kann eigentlich nicht, ich kann nicht beschreiben, was für eine Erfahrung das ist, weil ich habe nicht gewusst, wegen Jevo. Ich habe nicht gewusst, wegen was ist vorgekommen in die 20er und 30er Jahren in Vilna. Ich habe gar nicht gewusst, als es gewesen eine ganze Welt von Forschungen wegen Ethnographie, wegen Folklore, und als die nicht zu glauben Forschers sind umgekommen in dem Glauben. Und ich habe nicht verstanden, damals, was ist es so wichtig, als mein Dorf, geboren in Kanada, in Amerika,
als mein Do mit a Doktorat in Folklore soll sein als a Kate in a zerbrochene Kate von Forschers. Damals ich habe es nicht verstanden. Später ja, weil sie haben gesehen, was kann vorkommen. Als es etwas kann vorkommen, was sie haben nicht, das ist nicht gewesen, ein Teil von sie haben geholfen, aber das ist gewesen als ein Moment. Ist von demult an, ist Jiddisch, ist Jiddisch gewesen mein Leben. Push das ist gewesen der Moment. Nu, interessant. Und eine Frage, wann ist das gewesen? In, Das ist gewesen, okay, das ist gewesen, ich wollte gesagt, als November ja, 19, Menschik, das ist gewesen, äh, 5, ich meine, es ist 65. hm, ja, 66, no, es wollte gewesen, ja, 65. ja, schon, ja, Punkt in die 60er Jahre. Ja, 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 dann. Ja. Ein guter Moment von ich war in New York. Von ich war auf ja, der ja, Welt. das ist, es ist gewesen, es ist ein Resultat von meinen Kinderjahren in Camp Kfuza auf Lake Erie. I mean, wer wollte getracht als von Demmelt, als von Michael Herzog und als er so wird es gehen. Ich wollte keinmal nicht getracht, als das kann sein möglich. Ja, und die Eltern euch nicht. Nein, nein, nein. No, das ist, ich meine, als die Sterren dürfen, es ist Muzzle. Ja, ein bisschen so, ja, ein bisschen zufällig. Ja, danke. Und ich habe noch eine Frage. Ich habe ein paar Fragen. Ja, ihr seid schon ein Mumche in Museologie, ja. Und ich will wissen, was meinst du von deiner Erfahrung? Ja, wie soll man nun, de, deine Meinung wegen deiner Arbeit, wegen deiner eigenen Arbeit und wegen andere Museen, ja, wie man nutzt Objekte und Dokumenten von der Vergangenheit in einer Ausstellung. Wie kann man ausstellen, Objekte und speziell Dokumenten, ja, weil, sag mal, wenn wir reden von Jiddisch, haben wir Dokumenten, ja, und was ist Ausstellen Dokumenten? Was, Okay, so jetzt will ich beteiligen mit PowerPoint wegen Polymuseum, weil es liegt zwei Sibbes. Ähm, Koidem Kohl will ich einfach eine Frage. Aber zweitens meine ich, als Polymuseum ist der einzige Museum auf der Welt, wie Jiddisch spielt als eine große Rolle. Wir haben, Lemosel, eine jiddische Klangwegweiser. Also ich sage mein Audioguide. Und es ist auf Jiddisch. Die einzige auf der Welt. Und so, ich will einfach deine Frage mit Beispielen. Ich meine, das ist das beste Zugang. Okay, andere okay, Menschik. Okay, okay, all right. So, koidem kol a paar Wörter wegen Polymuseum. Polymuseum als eine Idee hat angeheben in 1993, aber es ist jetzt der 2024 ist unser 10. Jahrzeit. So, das ist für uns sehr wichtig. 10 Jahre, wo es wir sind offen und funktionieren und so weiter. Und das ist, wo wir so
Wir stehen auf die Steine. Das ist, was hat geblieben von der Warschauer Ghetto noch in oben. Und das ist unser Anheb. Das ist unser Anheb. Und unser Anheb ist, als ihr werdet sehen, du wirst sehen in einem Moment, ist, als wir stehen an Kegen der Denkmal zu den Helden von der Warschauer Ghetto Aufstand. Und so ist es heute. Und das ist, unser Platz ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich habe mehr, was ich kann sagen wegen dem, aber ich will euch weisen, das heißt, dass wir gedenken die Helden und der Aufstand beim Denkmal. Aber ich wollte gesagt, dass wir gedenken die, wo sind angekommen, wir gedenken sie leben, wie sie haben gelebt in Meschach von 1000 Jahren in Polen. Und wir haben Objekte, aber unsere Geschichte, die meiste, was wir erzählen, die Geschichte, was wir erzählen, ist eine Geschichte von 1000 Jahren. Und wir haben nicht Objekte, viele Dokumenten, mit was wir können erzählen als eine reiche, lange Geschichte. Ist, wir haben gemacht, was ich habe lieb zu sagen, ist Theater von Geschichte. Now, das heißt, dass wir haben Objekte, wir haben Dokumenten, wir haben Fotografen, aber unser Zugang ist anders. Es ist mehr Theater, a viele Opera, anstatt Vitrinen mit Objekten. Unser Territorium das ist unser Territorium von unserer Ausstellung. Es ist das Territorium von ich weiß nicht, wie auf Jiddisch, wie es mir wurde es gesagt, the Polish-Lithuanian Commonwealth. Avram, so da auf Jiddisch, wie soll ich mir, אה, auf Polish ist es Rzeczpospolita. אה, סידור עבור. Ja, aber אה, ich weiß nicht, wie es sagt. יידיש, auf Jiddisch hat man sich benutzt mit Polisch-Litwische Konföderation. Ja, ich meine, das klingt gut. Und es nimmt Ich habe rein, gesucht das Wort, mit welchem man hat sich benutzt in der Presse. okay, schönen Dank. Das heißt Polen, Ukraine und Litauen. Das ist unser Territorium. Und ihr seht, dass das ist sehr ein großes Territorium mit Sprachen, Kulturen, Religion und so weiter. Ich meine, das ist wichtig zu verstehen, ähm, in welchem Territorium unsere Geschichte, was wir jetzt erzählen. Einer von den interessantesten Teilen von dieser Ausstellung ist von den 60. und 70. Jahren. Das ist mehr oder weniger eine goldene Epoche von einer polnischen Perspektive und auch von einer jüdischen Perspektive. Und eine von den Simonen, von was es ist golden, ist die Geschichte von Druck. Und die Geschichte von Druck ist sehr wichtig für Jiddisch. Now, wir können weisen Bücher, aber unsere Gäste, sie können nicht lesen die Bücher, sie können nicht öffnen die Bücher. Wieso kann man ausstellen die Wichtigkeit und die Schönheit von jüdische, nicht nur hebräische, nur auch jüdische Bücher gedruckt in unser Territorium, gedruckt in Lublin, gedruckt in Kruke und so weiter. Haben wir gemacht, no, wie so eine Druckerei, Printing Presses. Ich weiß nicht, wie ihr so mir sagt das, aber wir haben gegeben eine Gelegenheit zu unseren Gästen zu drucken, Emesse drucken. Und wir haben genutzt mit elektronischen Mitteln zu öffnen die Bücher und übersetzen Teil von die Bücher und austauschen
was die Bücher sind wichtig und die Ziel von die Bücher. Aber die schönste Bücher von meinetwegen sind die jüdische. Das zum Beispiel ist wie sagt man, der Mark von die erste jiddische Buch gedruckt durch die erste hebräische Druckerei in Polen von 1534 von Hellich. Die Geschichte von die Hellich-Brüder ist eine ganze sehr interessante Meise. Aber das ist die erste. Äh, Dennoch haben wir Melekes Rivke. Die jüdische Bücher sind gewesen im ersten Teil verfreuen. Und es ist, die sind so interessant. So hier, hört zu ihrer Liebe, Menitkille, ihre Liebe, kirchliche, fromme Freuen. Und es geht also weiter. Das ist der Scherblatt von Menekes Rivke, ein jüdischer Freuen. Wie soll ein jüdischer Freu soll sein sneesdig und ehrlich und soll haben eine kuschere Mischproche und heim und so weiter. Und Menekele. Und wenn man kommt zu dem 18. Jahrhundert, Jiddisch spielt sehr eine große Rolle da euch. Und der 18. Jahrhundert, der Galerie, was ist gewidmet. Der 18. Jahrhundert ist gewidmet tagtäglichen Leben in die Städtlich. Das ist unser Begriff zum 18. Jahrhundert Galerie. Und in der Heim haben wir etliche jüdische Bücher. Und wie so weiß man sie? Keinem Kohl hat man gemacht, wir haben gemacht unsere eigene physische Bücher, als Menschen sollen kennen, lernen sie und auf Jiddisch übergesetzt auf Polisch und übergesetzt auf Englisch. Und was für Bücher sehen sie? Keinem Kohl Trinnes. Und die Trinnes sind also schön und etliche von sie sind geschaffen von Freuen, war Freuen. Und Schifra ist gewesen eine von sie. Und die drin ist, wir können sie finden heutzutage euch. Aber sie sind eine sehr spezifische, freuische, wie sagt man, no, no, ich meine, als Menschen wissen, was ist drinne. Und sie sind ein Teil von der Galerie. Aber, Speziell mein, verfreuen. ja, Affi, ähm, noch einmal, Avram? a spezielle Trine verfreuen, a spezielle Tfile verfreuen, Ja. affidisch. Ja, die sind nicht Willis und das ist das Wort, was ich habe gesucht. Sie sind in Willis und in die Willis, a Freu beit rabbinische Leulem gesinnt und Parnosse und Naden und all das Gut für ihre Mischwoche. Gewöhnlich ist es so. Aber mein beliebste ist der Zenneverrenne. Und ich habe gegeben Pauline Musee mein eigene Zenneverrenne von dem 18. Jahrhundert mit Illustrations. Und wir weisen die physische Buch, die originelle Zenneverrenne in der Vitrine. Und da kann man sehen, wie soll man weiß das. Und man hat geklippen ein sehr kurzer Excerpt wegen einer Frau, was schwängert und was will, und als es soll sein gering, als das Kind soll kommen raus, wie gering als
hin, warum ihr darf das sagen auf Jiddisch, weil es ist mir schwer. Wie soll man gesagt, wie soll es geschrieben in der Szene Verena? That a woman should give birth to a child as easily as a hen laying eggs. Wie sagt man das auf Jiddisch? Also wie ein Huhn legt ein Ei. Okay, also ist es. Ja, wir Und legen an Ei. ja, und sie darf essen, sie darf anbeißen die Pittem von den Essrig. Das ist speziell für die Frauen. Ja, das ist speziell. Demes, Ja, das ist gewinn als Gulle. ja, das ist geschrieben in Szene Verena. So ist es geschrieben. Und ich weiß nicht für was. Ich weiß nicht für was Pittem von den Essrig. Ich weiß nicht für Weil was. das ist gewinn der Minastam Tefscher einmal arauf rekommendiert als Saminsach, so hat sich eingegeben, ist es geworden, a Tradition, a Minek brecht Adin. Und Ja, da, keiner weiß nicht, wie er so es hebt sich an. absolut. Denn nicht da in die Sforim wegen dem, bloß in Aschkenaz. Ja, 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 ja. Und wir haben gewollt, als unser Gast soll nicht Poshet sehen ein Buch, aber wir haben gewollt, als so haben ein Tam, was ist in ein Buch, in der Szene. Und das, in der Fall haben wir gemacht als eine Kopie von einem Esrig. Als ein Mensch soll kicken auf der Esrig und gesagt, für was ist es, für was weisen wir ein Esrig in unserer Vitrine? Und dort hat man die Geschichte von der Szene Verena für was. Und euch Sefer Refues. Sehr eine interessante, Michael Herzog hat geschrieben seine Magisterarbeit wegen Moshe Marcuses Sefer Refues. Moshe Marcuses gewinnt ein Räufer. Er ist gewinnt ein Mediziner-Doktor. Und sein Ziel ist gewesen, zu schreiben wegen Emisse Refues und nicht Bobbermeisters. Das ist gewesen sein Ziel. Und das ist von 1890. Und wir weisen ein Teil von sein Buch. Ich hab gewollt euch weisen, euch unser Eufen, wie ihr so immer kennt, das ist nicht spezifisch wegen Jiddisch und noch nicht spezifisch wegen Dokumenten, aber es ist ein sehr wichtiger Teil von unserer Ausstellung und das ist, wie ihr so können weisen, die sehr wichtige holzene Synagoges, holzene Schulen von unserer großen Region, von Polen, Litauen und Ukraine. Und wir haben gebaut, also ein Teil von der holzene Synagoge, was gewesen in Gwozdetsk, dämmelt in Polen, heint in Ukraine. Und ich habe poshet als ihr sollt sehen, was für ein absolut ein Nest von einer Rekonstruktion von einer Schild. Okay, weiter mit Jiddisch. 19. Jahrhundert. Meine Zechronis von Jechesko Kotek. Ein Oizel von mit Hogem und von Lebensteger von Unheil 19. Jahrhundert. Das ist übergesetzt geworden auf Englisch. Ich weiß nicht, sie ist da also eine Übersetzung auf Spanisch, weiß ich nicht. Nee, sie nicht da. Aber es ist ein Shot, weil das ist ein Euzell und so interessant zu lernen. Und wir nutzen das in dem 19. Jahrhundert zu beweisen, was meint Änderungen. Wie soll hat das jüdische tagtägliche Leben, wie soll hat es geändert? Und Jechesko Kotek ist wunderlich in dem.
Und of course, und stellt zu, und ihr wisst, als es ist nicht, als wir weisen, der moderne jüdische Literatur, Poesie, Theater und so weiter. Und für mich sehr wichtig, das ist ein sehr schönes Zitat von Peretz, als Hebräisch und Hebräisch hat das Volk nicht keine Vergangenheit. Und Jiddisch haben wir kein Volk nicht. Das ist für mich einer von den schönsten Zitaten in unserer Ausstellung. Und wir haben, Das ist von seiner Seebildung, ob ich mache nicht kein Toes. ja, ich meine, das ist gewesen nach der Konferenz, Sprachkonferenz. ja, der jiddische Sprachkonferenz in Czernowitz in Ja. 1908. Und demnach hat er das geschrieben und es ist gewesen in Zeitung Sozialdemokrat. Wir haben es genommen von dort. Ähm, okay, and of course, in dem 20. Jahrhundert, zwischen die Erste und Zweite Weltmilchommes, haben wir ein ganzes Teil wegen Wilna und wegen Jivo in Wilna und wegen die Wichtigkeit von Jiddisch dämmelt. Und wir nutzen die Jivo-Autobiografie, das erste Teil von sie geschrieben von jungen Leuten, von Jungwag, und sie sind im ersten Teil geschrieben auf Jiddisch. Sie sind ein Erzähl, wie so jiddische Jugend haben verstanden, sehr Leben, sehr Zukunft, sehr Geläumes und so weiter. Sie sind, das ist ein Erzähl, die jiddische Autobiografie ist. Und efter weil ich habe mehr zu sagen, aber efter haben wir Fragen und ich kann übergehen auf ein anderes Thema. Wenn du hast noch zu weisen, Adelabe, das ist sehr interessant. Ja, äh, aber ich will wissen euch, was ist wie soll sagen, der Effekt von dem Museum in Polen, zwischen der polnischen Gesellschaft? Weil ich will ich fahren in Polen besuchen, ein Museum. Aber was ist die Rolle von dem Museum gut, speziell in Warschau, aber ich meine, also, man versteht schon die Frage, ja? Ja, ich verstehe, absolut verstehe. Okay, so Koidem Kol darf ich sagen, als Heulen ist gewesen der Epicenter von dem Chom. Das heißt, dass wenn man redet wegen Shoah, wenn man redet wegen Chom, redet man wegen Polen. Das heißt, dass wo man geht in Polenheit, sieht man die Spuren von Chom. Soll es Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Treblinke. Chom ist Umetum. Umetum. Man kann proben zu vergessen, man kann proben nicht zu reden wegen dem, aber die ähm, ganze Landschaft. Landschaft, das ist eine Landschaft von Chom. Unser Ziel ist zu beweisen, als unsere Geschichte in Polen ist eine Geschichte von Leben von 1000 Jahren. Und also wie Chom dominiert die, wie sagt man, Consciousness, die, Das Gewissen. das Oder das Bewusstsein, ja. genau. Und Bewusstsein, das Gewissen. alle wissen, als Achom es gewinnt. Sie wissen, wie so im Fall was. Und, also, das ist etwas anderes. Aber das ist
die einzige Sache, was sie wissen wegen Jeden, ist Hoben. Ist wir haben eine große Häuf zu beweisen, als Jeden haben gelebt. Sie haben geschaffen eine reiche Zivilisation. Sie haben gelebt da, das heißt in Polen, 1000 Jahre. Das ist eine riesige, reiche, tiefe Geschichte. Das ist keinem Kohl. Und wir meinen, als wenn sie sollen das verstehen, wenn sie verstehen, was ist verloren, wenn die Jeden sind verloren. Als Jeden sind nicht da, aber wir haben verloren euch alles, was sie haben geschaffen. Wir haben verloren das ganze Welt, was sie haben geschaffen. Und das ist sehr eine große, wie kann man sagen, zu verstehen das, ist zu haben dem Gefühl, ist zu fühlen, die, ich darf treffen, wie soll ich das ausdrücken, als das, was ist verloren gegangen, ist noch größer. No, Der nicht Fall ist, darf man efter benutzen Zivilisatie. A ganze Zivilisatie Zivilisation. ist umgekommen. Ja. Und, und demult kämen viel als, ja, Millionen Menschen sind gehalten geworden und das ist eine Tragödie, was ist schwer zu verstehen. Wenn man geht zu dem, als eine ganze Zivilisation ist euch untergegangen mit sie, ist es nicht zu glauben. Now, einer von unseren Gästen, sehr feiner polnischer Mann, ist rausgegangen vom Museum und er hat gesagt, du weißt, das ist ein Museum von polnischer Geschichte. Ich habe gedacht, wow, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das heißt das, es ist da mehr wie ein Eufen, wie es soll zu sein, Polish. Und unsere Ausstellung beweist, es ist da mehr wie ein Eufen, wie es soll zu sein, ein Jid. Wie es soll zu sein, Jiddisch. Und als er hat gekonnt, er hat gewusst, als zu sein Polish ist nicht die Frage von seinen katholisch reden oder Nordpolisch oder Merstental Polisch, als man kann sein, a Jid und euch sein Polisch. Zu do mehr wie ein Eufen, wie zu sein Polisch. Das ist gewaltig. Ich meine, das ist absolut gewaltig. Und ich meine euch, als wenn man es zu verstehen, unsere Geschichte, was wir beweisen, ist euch zu entwickeln Empathie. Und ich meine, als Empathie, das heißt, als Verständnis und Empathie sind die beste Eufanen, wie es soll zu kämpfen Antisemitismus. Le Marshall. Und, und ich meine, es ist ein Faktor in unserem Success. Also meine ich. Und Breindl, ich will Ja. dir erzählen, als Nächten ist gewesen ein nationaler Tag in Polen. Man hat gefeiert die Konstitution und es ist vorgekommen eine Aufnahme in der polnischen Ambassade in Buenos Aires. Aber demselbigen Tag hat das jüdische Volk der Mond dem Churben. Wow. Und wir haben informiert der polnische Ambassador, als der Ivo in Buenos Aires wird beitragen, ein Kunstbild
von einem jiddisch-polnischen Künstler, Morris Minkowski, an Arbeit, Breindl, was mir angehäuben, mit der 10 Jahren zurück, wenn der Museum ist noch gewesen in die Windele. Ja, und in die Gedanke, als wir dürfen, wir fordern, als Minkowski so seine Teil von unserer Ausstellung, der Gedanke ist wenn von 2007. Der Gedanke, 2000, 7. oh, Oh, als wenn wir haben wir dort, sich getroffen? Dachte ich habe vergessen, wen. Ich habe ja, nein, also das ist, gesagt über 10 Jahre, aber ja, sie ist schon über 10 17, Jahre, über 10 Jahre. Und, über 10 Jahre. und ich Und darf ich habe sagen, und ich darf sagen, es ist als Gedank euch, was wir sehen, heint, auf dem Schwell von, ja, auf dem Schwell, ja, genau. ja, Das ist ein Kulminationspunkt von sehr schwerer Art. ja, und du hast gespielt eine sehr wichtige Rolle. Ich kann auch nicht sagen, ich hab nicht Wörter. Das ist gewesen meine Pflicht, Breindl. Und mein euch, aber zusammen, Ja, ihr seid zusammen, ein Mitschutef, du bist ein Mitschutef, der in der Dosiker Adventure, das ist nicht zu leben. nicht zu glauben. Und ich darf auch sagen, als wir soll tracht dich wegen meiner Rolle. Meine Rolle ist Akuschelke. Ja, Ich bin ein Akuschelke. Also ja, jeder. ja. Und ich bin ein Stickel Mechuten, mehr nicht. It's a deal, wie man sagt auf Englisch. It's a deal. Ja, die. Und noch Ah, und ein der Chagaf, die Ambassadorsche kommt in Niveau, angucken das Bild und unsere Ausstellung Minkowski. Wonderful. Und ich hoffe, dass ihr werdet machen Fotografien. Ihr werdet fotografieren. Absolut. Die erste wirst du bekommen. Okay, sehr fein. Und Barbara Efscher, kannst du uns erzählen, von wann stammt der Projekt von dem Museum? Und wie soll, dass du angehoben zu arbeiten damit hat, das ist, das ist von dir allein inspiriert, mir hat dich No, 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 gerufen, no. No, äh, das ist eine Initiative von der Stadt, no, no, no. von der Stadt. No, no, no. Okay. Ähm, der Anheb ist 1993 mit der Öffnung von der Shoah, der United States Holocaust Memorial Museum in Washington. Das ist der Anheb. Und für was? Weil Grażyna Pawlak, was ist ein Mitglied, ist gewesen ein Mitglied von der Stowische Szenie, das heißt Association of the Jewish Historical Institute in Poland. Sie haben einen polnischen Namen, einen englischen Namen. Was fehlt, ist ein jüdischer Name. Aber so ist es. Sie ist gewesen ein Mitglied und sie ist gewesen bei der Öffnung. Und wenn sie hat gesehen, was ein Museum kann sein, und sie hat gesehen, als das ist ein Museum nur wegen Churben, ist sie zurückgefahren nach Polen, nach Warschau, und sie hat gesagt zu ihren Mitgliedern in der Jüdische Historische Institut, sie hat gesagt zu sie, herzlich sie du ein Churbenmuseum in Washington. Wir dürfen ein Museum von der Geschichte von polnischen Juden da in Warschau. Ist der Jüdische Historische Institut ist eine von den zwei Hauptinstitutionen, was sind gestützt von der Association of the Jewish Historical Institute in Poland, was ist ein NGO, was ist gegründet geworden in 1951 in Polen. Und es ist die älteste, ich meine, es ist die älteste und größte und wichtigste jüdische NGO in Polen. Ist
sie haben getracht wegen dem, was wird es sein, wie soll wir das machen, wir sind eine kleine Institution, es ist nicht möglich, aber in 1996 haben sie bestimmt, sie werden das machen als ein Projekt. Und das heißt, dass das ist Civil Society, das ist nicht die Regierung, das ist nicht der Staat, nicht der Ministerium, das ist, no, privat ist nicht, das ist nicht akkurat. Es ist ein NGO. Und so, und die zwei, Entschuldigt, für die Argentinier und Spanisch reden, will ich übersetzen auf Spanisch. Una ONG, okay, okay, verkehrt. understood. Eine Organisation nicht von der Regierung. Ja, und das ist, wenn das wollt gewesen, eine Organisation von der Regierung, wollt ich nicht ungeheuer arbeiten mit sie. Aber so, was ist gewesen, eine Organisation, für eine jüdische Organisation, geschaffen in Polen nach der Milchume, ja. Ist in 1996 zwei Menschen haben ungeheuer zu führen der Projekt. Jerzy Halberstadt und Scheike Weinberg. Scheike Weinberg, ich meine, als ihr wollt der Kon von Beta Tvutzot, er ist gewesen der Direktor von der Holocaust Museum in Washington und er ist gewesen ein Spezialist in Ausstellungen, wo es sind multimediale und narrative. Das heißt, Ausstellungen, wo es erzählen am meisten. Das ist gewesen sein Spezialität und der Zellnermeister nützen dich alle Methoden möglich. Soll sein Filmen, soll sein interaktive, was es soll nicht sein. Das heißt, dass man hat Artefakten, Objekten, fein. Und als wir haben sie nicht wichtig. Wir haben andere Methoden. Ist Scheige Weinberg und Jerzy Halberstadt, sie haben ungeheuben. Und also wie, sie haben nicht gehabt keinen Platz, sie haben nicht gehabt kein Gebäude, sie haben nicht gehabt kein Geld, sie haben nicht gehabt keine Sammlung. Alles, was sie haben gehabt, ist eine Meise. Haben gehabt eine Geschichte. Und sie haben dezidiert, als das Projekt wird sein, was für eine Ausstellung will mir machen. Und sie haben angeheuert zu planieren eine Ausstellung. Und sie haben geschaffen, genug Geld zu arbeiten mit der sehr wie sagt man, schäferische Event Communication, was ist a company in London, was spezialisiert in so eine Ausstellungen. Und das heißt, dass die ganze Projekt hat angefangen mit einer Ausstellung und dennoch gegründet der Museum und dennoch gehalten eine Konkurrenz, internationale Konkurrenz, Konkurs. Konkurs Weil Konkurrenz ist etwas anderes. Konkurs. Ja, absolut. Ein Konkurs für die Gebäude. Das ist nicht, das ist, wie soll ich, wollte gesagt, im ersten Teil Museumprojekten heben an mit Architektur. Und dennoch, sie fragen sich, was wird man reinstellen in unser gewaltige, schöne Gebäude? Und wir haben angeheuert mit den meisten, mit einer Ausstellung und nachdem gegründet, das Museum, was ist sehr interessant. Es ist ein Museum gegründet, das heißt angeheuert von der die jüdische Organisation. Und die jüdische Organisation hat gebeten, die Ministry of Education, die Ministerium von Kultur und und Stadt Warschau und gesagt, lass mir drei Partnern, lass mir schaffen das Museum.
wird ein Museum geschaffen von einer privaten Organisation, der Stadt und Ministerium. Und so hat man geschaffen der Museum. Gut, interessant. Und wann hat man dich angeklungen, was du sollst vor? Okay. So ich habe angehoben in 2002. Wie soll? Ein Kollege meine, Michael Steinlauf, er hat gearbeitet mit Jerzy Halberstadt und er hat gesagt zu Jerzy, du darfst reden mit Breitling. Ich habe gehört, wie sagt man, Rumors. Men hat gemurmelt. Man hat gemurmelt. In 2000, 2001, man hat gemurmelt, ich habe gehört, wir schaffen ein Museum von polnischen Jiden, Geschichte, etwas in Walsche. Und ich habe gedacht, das ist ein Cholm, öfter wird es sein, ein Zimmer, in einer Lycée, in einer Schule. Aber das ist nicht ernst. Das kann nicht sein. Das ist, es ist nicht möglich. Aber in 2002 habe ich bekommen ein Telefon. Jemand hat mich klingen auf dem Telefon. Hallo, ich bin Jerzy Halberstadt. Und ich will sein in New York. Und ich will, als wir sollen sich treffen. Und ich will euch weisen, was wir will machen in Walsche. Wir haben in Sinn zu machen ein Museum von der Geschichte von polnischen Jiden. Okay, bin ich gegangen zu der polnischen Konsulat. Ich bin dort gewesen, Heinz, weil ich habe gedacht, mein polnischen Passport zu beneien. Und er hat mich gewissen auf einem little Laptop, auf einem kleinen Laptop, er hat mich gewissen, was sie haben in Sinnen, was sie will machen. Und ich habe gedacht, oh, das ist nicht zu glauben. Das ist ein fantastisches Projekt. Also hat es angeheuben. Und wir haben geredet und getroffen und ein paar Stunden später hat er mir verbeten, als ich so vor noch Warsche und als ich so treffen mit sehr their team, their Equipe von Mannschaft. Ja, wie sagt man? Mannschaft. Sehr Mannschaft. Und ich habe gelernt, sehr Programm, sehr historische Programm, die riesige Geschichte, was sie wollen weisen. Ich habe gemacht, also einen Überblick von sehr Plan für die Ausstellung und wir haben diskutiert und so weiter. Aber bis sie haben gegründet, formell, die Museum ist nicht gewinnt keine Stelle von mir. Und ich habe nicht gesucht keine Stelle. Ich habe gehabt eine Stelle. Ich bin Professor in New York University, in New York Universität. Ich habe nicht gesucht für neue Arbeit. Aber wie bald sie haben gegründet Museum, wie bald der Konkurs für die Gebäude ist geendigt, ist damals hat Jerzy mich verbeten, als ich soll führen die Entwicklung von der Ausstellung. Und so ist es gewesen. Und das ist gewesen in 2006. Und ein Jahr später haben wir sich getroffen. Ja. Das, exactly. Genau. Dokładnie auf Polish, exactly, auf Englisch, genau, auf Jiddisch. Gut. Und ich habe noch eine Frage. Was ist schon genug mit dem Museum, aber wir können weiterreden. Aber was meint ihr von der
heutige Lage von folklorischen Studien, folklorische Studien בכלל und Studien in Schachs mit Jiddisch befragt. Ja, es wird sehr interessant, als von Onheb in Wilna ist Folklore und Ethnographie gesehen, gewesen ein sehr wichtiger Teil von seiner Arbeit. Es sind gewesen in Wilna Teilen gewidmet Educatie, Pädagogie, Philologie, Economik, Statistik. ja, Statistik, sehr, sehr wichtig. Statistik, Demografie, Leschinski hat gespielt sehr große Rolle. Literatur, Kunst, aber Folklore und Ethnographie sind gewesen sehr wichtig. Und ich meine, als wenn ähm, ich meine, als Demmelt ist Folklore gewesen sehr wichtig, wie ein Teil von nationaler Identität. Das heißt, dass es ist gewesen, wie zu sagen, als das Volk ist, ist gewesen sehr wichtige Idee, sehr wichtig. Und Diaspora Nationalism, das heißt, ähm, das heißt, dass ich weiß nicht, wie soll ich sagen das auf Jiddisch. Es ist doch auf Jiddisch, weil Dubnow ist immer gesetzt auf Jiddisch. Und er ist der Haupt, ähm, das ist gewesen sehr, sehr wichtiger Gedanke. Das heißt, dass was das Volk hat geschaffen, wo sie lebt, ist gewesen sehr, sehr wichtig. Und das heißt, dass wir sind ein Volk, nicht nur gedank die große Schreibers und Wissenschaftlers und Künstler und so weiter, aber als sowie hochete Menschen, was haben geschaffen, eine reiche Volkskultur Kultur. Kultur und nicht nur Zivilisation, nur Kultur. Kultur mit der kleinen, whatever. Gedenkt, dass bis 1846, Breindl, hat nicht existiert das Wort Folklore. Ja, ja, das ist es. Und ich meine, äh, das heißt, dass ähm, poschete Menschen sind unsere Helden und sind schäferisch. Und was sie haben geschaffen, ist Jüdischkeit, ist emesse Jüdischkeit mit tiefen Wurzeln auf unsere Sprache, auf Jiddisch und auf reiche Jiddisch und ein Jiddisch mit Dialekten, ist das gewesen sehr wichtig für Jivo. Und ich meine, dass heutzutage es sind nicht eine jiddische Folkloristen. Wenig. Efter kenne ich efter auf eine Hand. Mit efter zwei Hand. Efter. Aber ich meine als mm, es ist wichtig. Es ist wichtig. Und man sieht es euch, wenn man sieht, als die jiddische Volkslied kommt zurück. Es ist heutzutage ein jüngeren da und es ist da euch, wie sagt man, Befrischung von Interesse in jiddische Sprache. Duolingo, wenn Duolingo hat geschaffen, Jiddisch, 250.000 Menschen haben, sie haben angeschrieben, wie sagt, eingeschrieben und ungeheuer lernen Jiddisch. Ist, aber der MS gesagt, Folklore ist nicht der vergessene Stege. Es ist, es wird kleiner und kleiner in der Akademie in Amerika. Ich weiß nicht, in Europa, in Israel, es ist okay.
ich meine, es Folklore at Hebräische Universität, aber Minderheiten, Universität, Machon Ben Zvi. ja, Diego Rothman, was Galit, Rokem, Haifa Universität. No, Diego Rothman mit Jigan, kommt zu Jiganen durch Fantastisch. seine Forschungen. Ja, ja, und er ist von Argentinien. Nur sicher. Und ich meine, aber allgemein nicht geht. Nein. Nicht In geht. allgemein. Nicht allgemein, aber spezifisch etwas anderes. Uns interessiert Jiddischkeit. Ja, und ich euch. Ja, und was meinst du als für sa Interesse in Jiddisch, in junge Leute, euch Menschen, was junge Leute, was haben keinmal nicht gehört, kein Jiddisch Wort, zum Beispiel. Ich weiß nicht genau, aber ich mein, als Musik hat gespielt eine wichtige Rolle. Und instrumentale Musik, Klezmermusik, weil man darf nicht kennen die Sprache, kidei zu spielen und hören. Muss ich Und, ausdrücken. und ich meine, als was ist interessant von mir ist, als die Befrischung von jiddischer Musik hat angehoben mit Klezmer und nicht mit jiddischen Volkslied. Das heißt nicht, als das jiddische Volkslied ist nicht gewesen wichtig. Ich habe in Sinnen Ruth Rubin, ich habe in Sinnen die alle jiddische Singer, aber sehr singen ist gewesen Konzert singen, nicht, nicht von dem Volk. Ruth Rubin ist gewesen als sie ist gewesen als Sängerin und sie ist gewesen a Folklorist. Aber Heint, ich wollte gesagt, dass als die Menschen, was fantasieren sich in Musik, sind besser zugegräht zu jüdischen Volkslied. Und das ist nein. Das ist MS, das ist nein. Aber für was? Für was? Efter ist das eine Reaktion zu die sie haben Education, weil haben, haben Gedenken dem Groben spielt eine sehr große Rolle. Und das ist alles, für Sachmenschen, das ist alles, wo sie haben in Sinnen. Wenn sie trachten wegen Europa, wenn sie trachten wegen, was ist gewesen. Die ganze Bild ist ein Bild von Groben. Und es kann sein, als, weil ich sehe ja viele in Museen, in Groben Museen, in Yad Vashem und andere, als sie suchen von einem neuen Zugang zu bringen rein jüngere Deuren, was will mehr wie Hoben. Und es ist wichtig, absolut. Aber es ist nicht die ganze Geschichte. Und ich meine, als öfter sind die jüngeren Deuren ein bisschen müde und willen einen größeren Zugang. Das Und ist das der Faktor. es kann sein, und meine Erfahrung ist, Breindl, als junge Leute kleiben zu neu, das, was gewisse Sektoren um nach uns geworfen. Ja, Und sie ja, gefinnen in dem Obkleib seine Existenz und die Verbindung mit Bobesedes. ja. Das ist interessant, weil von einem anderen Guckwinkel, Jiddisch ist für eine Sache von sie a counterculture. Das heißt, dass
Menschen trachten, als Jiddisch ist teut und Jiddisch ist nicht interessant und so weiter. Und ein Jünger da sagt, ja, you know, das ist unsere, das ist nicht schwer. Ist in Ordnung, Breindl. Oi, okay. Äh, I- ich meine, es ist euch hat ein bisschen ein Tam von Revolution. Als ähm, du sagst, das ist nicht wichtig, ich sage, es ist wichtig. Du sagst, es ist nicht interessant, ich lasse weisen, wie interessant es ist. Du sagst es als alles, was ist, alles, was hat der Scheich zu Jiddisch, ist teut, Toi. ist von der Vergangenheit, hat nicht kein Scheiches zu heit. Ich lasse weisen anders. Ich will singen die jiddische Lieder. Ich will spielen die Klezmermusik. Und, und ich will Und ich will schaffen lernen, jiddische Lieder. und ich will lernen Rudolf Rockern. Anarchism. Ja, 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 ja. Und gib mal Kick, was tut sich mit dem jiddischen Buchcenter? In, das ist nicht zu glauben, was die tun. Und die jungen Leute, was kommen zu sehen. Und die neue Ausstellung, Jiddisch, a weltliche, well, weltlich, das ist nicht geht. A Sprache von der ganzen Welt. a Das ist, Weltvolk. Das ist Dubnovs Definitie. A ja, ja, Weltvolk. ja, a Weltvolk. Was sie tun, und als sie haben ungeheuer mit jiddische Bücher, also die jüdische Bücher soll nicht werden, whatever. Das von mir und sehr Zugang zu jüngeren Deures, das ist nicht zu glauben. Und euch, ich meine, als die, sie haben geschaffen eine Bewegung. Also, sie sind ein Teil von einer Jüdischkeit-Bewegung. Ich wollte gesagt. Und der jüdische Bewegung von Heint ähm, sagt zu, wie soll ich zu sagen, sehr inklusiv. Alle können gefunden einen Platz in einer große Oil, in einer große Tent, an Oil. Und ich meine, sie können sein religiös, sie können sein säkular, sie können sein, wie sagt man, äh, non-binary. Ich meine, das darf sein Non-binarisch, unbinarisch. unbinarisch. Nicht wichtig. Alle können gefunden einen Platz in einer welcoming Bewegung. Borechabo. Oh, Ja, Baruch haba. Also, ja. Borechabo Bewegung. Wir haben geschaffen ein Wort. Gibako. Ja, eine breitherzige Bewegung euch. ja, 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 sehr. ja, ja. Ja, Sehr gut. großherzig. Sehr großherzig. Ja, und nun, und herzlichen Dank dir, Barbara, für der Zeit und für diese schöne Vorstellung. Und ich weiß nicht, Sie veranfrage es, doch? Ah, ja, Mebet, doch. Du kennst, erzähl mir ein bisschen von deiner Reise mit den Daten. Und als du Okay, weißt, um okay. Sie, Sie mir haben noch ein paar Minuten. wie viel du darfst. Ja. Okay, es Und wird sagen, na, viele mehr. ich habe zugegräht etwas, weil ich habe gemeint, als Efter wird das passen zu unserem Tisch. Okay, Ja, sicher. okay, een minuut kille. Een minuut kille. Oh, okay. Okay, so
1967 habe ich angehoben mit jüdischen Folklore, wie ich habe erzählt früher. Und es hat angehoben mit Interviews mit meinen Taten und ich habe rekordiert die Interviews. Angehoben in 1967 und ich habe geredet mit ihm und gemacht und rekordiert die Schmissen mit ihm vor 40 Jahren. 4-0. 40 Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Stunden von Interviews. Und in 2007, wir haben rausgegeben unser Buch. Und in die letzten 20 Jahre von seinem Leben, er ist geboren geworden in 1916 und er ist er ist nifte geworden in 2009. In die letzten 20 Jahre von seinem Leben hat er gemalt, hat er gemacht Malerei von alles, was er hat gedenkt. Und ich habe gewusst, als er kann das tun, aber er hat gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, weil ich habe nicht gelernt, wie es soll zu zeichnen. Ich weiß nicht, wie es soll, aber ich habe gewusst, weil wenn ich habe etwas nicht verstanden, hat er gemacht als eine Zeichnung in mein Heft. Und er hat angehoben in 1989 zu machen die äußergewöhnliche Malerei. Und das ist sein Selbstporträt mit einer wunderlichen Geschichte wegen aller Elementen, was man sieht da, wegen der Hering und wegen sein Hittel und wegen sein Schirr und wegen alles Ding. Und er hat gemalt alle Jungteufel und sein Stieb und die Häuf und Mark und alles, was ist vorgekommen in seinen Städten. Und meine Sprache hat dezidiert zu geben alle seine Zeichnungen in seiner Malerei zum Polin Museum. Und heint ist alles Ding in der Museum in Warschau. Und in die kommende Woche, dem 17. Mai, wird öffnen eine Ausstellung, was ist inspiriert von mein Tates Reines in Wörter und euch in Bilder. Und dort da seht ihr die Plakat von der Annonce von der Ausstellung und Rimen Warschau der Plakat, kommen sehen der Plakat. Und die Ausstellung ist sehr interessant. Und ich hoffe, als die Menschen, was sind bei unserem Tisch, werden kommen nach Warschau. Die Ausstellung wird öffnen, wie ich gesagt, am 17. Mai und es wird enden dem 16. Dezember. Und die Ausstellung, die Ausstellung ist geschaffen von 2 Teilen. Was mein Tate gedenkt und was ist dort heutzutage. Das heißt, wie hat unsere Städtler vor der Milchome, wie haben sie how do they become? Haben sie bekommen? Wie haben sie geändert? Und was und wie sind sie heutzutage Post-Jewish, Po-Żydowskie, Post-Jiddisch. Post-Jiddisch auf Jiddisch meint gar nicht. Und ich weiß nicht, und wir wissen nicht, wie zu sagen, wie zu kommunizieren, wie zu deklären, wie zu überzusetzen, ein Wort, was ist klar auf Polisch, was ist nicht klar auf Englisch und was ist absolut nicht klar auf Jiddisch. Post-Jewish, Po-Żydowskie, was ist nicht dasselbe
wie noch der Milchome, Lamashal. Es ist etwas anders. Wir können reden wegen dem, aber ich kann euch weisen, was es meint. Das ist Market Day, das heißt, das ist der Markt in Opatov, mein Tatenstädtel, ab auf Jiddisch, auf no, Markt, ich weiß, Avram, wie sagt man Market Day auf Jiddisch? Yarid. Noch einmal? Yarid. Yarid oder Mark? Mark. Yarid. Ja, absolut. Das ist, wie es hat gesehen, beim Anheb 20. Jahrhundert. In die, was, ein riesiger Markt und Jarid. Einmal eine Woche. Das ist heutzutage. Das heißt, heutzutage ist es ein Park. Es ist it's a garden. Ich weiß, Park, a Platz, ja. wie soll ich? Ein ist das, a Park. A park, okay. Ja. Das ist, was mein Tate gedenkt wegen der Schule. Was ist gewesen, 500 Jahre alt, gemacht von Brick. Es ist gewesen sehr, jeden in der Absendung waren sehr stolz mit sehr Schiel. Das ist noch der Milchome. Noch Milchome, das ist, was ist geblieben. Und in den 50er Jahren, die Menschen, die wohnen in Apatow Heid, haben es im Ganzen demoliert. Und gar nicht bleibt von dem Schiel. Das ist innerwenig, was mein Tate gedenkt. Das ist die einzige Evidenz, was weiß, was ist gewesen innerwenig. Sind da keine Fotografie, sind da kein Bild, ist da gar nicht jetzt das, was mein Tate hat gemacht da mit dem Bild. Was wir so der Schiel hat ausgesehen innerwenig. Das ist die einzige Sache, was man hat. Das ist incredible. Das ist von die zwischen Milchome Jahren die jiddische Gas in Apatow. Die jiddische Gas. Kiemat 2000 Jiden, Melsentel Jiden, haben gewohnt auf der jiddische Gas. Sie gewesen so gepackt mit Menschen. Jiden haben gewohnt und aber konzentriert auf der jiddische Gas. Und das ist von die, ich meine von die oder 20er oder 30er Jahren. Und noch einmal von die Fall der Milchome, wie es hat ausgesehen, Apatow, mit der sehr Kollegiate, was sie sind sehr stolz mit sehr Kollegiate. Der Wasserträger. So, wir haben Fall der Milchome Fotografie, wir haben mein Tates Bild, was hat gemacht, und wir weisen Fall der Milchome in Fotografien, Fall der Milchome in seine Bilder und noch der Milchome, was ist gewesen. Gedenkt der Mensch fliegt, human fly. Ist gewesen ein Akrobat. Und mein Tate gedenkt ihm und hat gemacht ein Bild von ihm. Und ist gewesen ein wie sagt man, ein wandering Acrobat. Ein Akrobat, was Ein Wunderlicher. Ja, was geht von Städtel zu Städtel. Und Ein Wanderer. Ein Wanderer. Und wir haben eine Fotografie von ihm, von Fall der Milchome. Mein Tate hat gemacht etliche Bilder wegen der Bessäulen. Mit dem Oil, mit die berühmten Tzadikim von Chassidim, weil das ist gewesen euch der chassidische Städtel. Der Abt der Rebbe. Ja, der Abt der Rebbe, der Reb Meirel, Reb Heschel,
Sind sehr wichtig. Und unser Besäulung ist gewesen in alle Metzeves sind weggenommen. Alle Metzeves. Und unser riesige Besäulung ist geworden Orchida Park. Aber in den letzten Jahren haben Menschen, die wohnen in Apatow-Heint, sie haben gesammelt Fragmenten von Metzeves und sie haben sie gebracht zu der Besäulung und sie haben gemacht, was wir heißen ein Lapidarium. Also noch gesammelt alle die A collectie Mercedes. eine Sammlung von Fragmenten von Metzeves. Was ich meine, ist gewesen sehr wichtig und sie haben gemacht als eine Zeremonie von der Lapidarium mit einem Jahr zurück, gewidmet dem 8. Jahrzeit von die Deportation von Juden von Abt nach Treblinka. So, ich hoffe, als Menschen wollen äh, nach Polen und ich hoffe, Sie wird sehen unsere Ausstellung. Es ist eine sehr interessante Ausstellung. Ich meine, es ist auch wichtig für die Menschen, was leben dort in Heint, zu betrachten, wegen was sie gewähnt, wie es soll, was sie gewähnt, ist Heint, was on die Metzeves, on die Schule, aber die Mikve bleibt. Die Mikve bleibt. Heutzutage ist es eine Fabrik von Konditorei. Sie machen Krufki. Die sind Zuckerkes. Gemacht von Milch. Auf Englisch sagt man Milk Fudge. Krufki. Kleine Kie. Auf Polish. Und Dulce de leche. ja, Caramel. ja, Karamell. Ja, mein Tate gedenkt sie. Hat gesagt, dass sie seinen sehr Geschmack. So, also, das ist der meiste. Gut. Ja, Okay. sehr interessant. Das ist manchmal interessant. Ich weiß nicht, Sie fahren noch Fragen? Barbara? Gut, weil fahren Menschen da, aber wir haben nicht kein Rekordierapparat. Du sollst sehen die Menschen, was sind nachher gekommen, ja? Und Menschen sagen einen großen Dank. Und ich euch. Oh, Menschen sind dort. Ja. Wow. Sehr fein. Oh. Sie haben eine Sache Geduld. Das kann Es ist sehr, sehr interessant. Sehr angenehm. Sehr angenehm, ja, und sehr vergnügend. Ich kann übergeben. Vergnügen. Angenehm. Und was noch? Ja, interessant. Ja, ja, alle. Und ich will euch sagen noch etwas, Barbara. Ich bin der einzige Mann da. Ich habe noch Freunde. Ja, und das ist auch ein Simen von Jiddisch und von Menschen, weil du hast früher geredet mit Doch Chines. Mameloschen. Mames. Ja. Mameloschen, gut. Und Chines, ja. Und schon, dass du schmust direkt noch mit 2 gebordeten Menschen. Aber voran Freunde. Noch Freunde. Wow. Gut. Das ist ein. So Nor auf Simche, Breindl. Nor auf Simches. ja. No, das ist gewinnt von a Covid und a Vergnügen. Ja. Gut, ein Mensch, was ist gekommen? Ein Frau, was ist gekommen von uns heim, hat eine höhere Bemerkung, ja. Ich bin von Polen, ich bin geboren in Gura Calvaria. Eine Minute. Wo? Sie ist von Polen geboren geworden in Ger, in Gura Calvarie. Gura Calvaria. Ja. Meine Sprache ist in die Historie, die Geschichte meiner Sprache ist im Museum. Und sie erzählt, dass die Geschichte von der Mischproche ist im Museum in Warschau. Also im Museum kann man finden, ihr.
Geschichte. Und Und der Tate? Gewinner Partisanen. Und der Tate ist gewesen Partisan. La trofen, mejor que el día de la toma de Egipto, Portatrofen, y porque van trae discordientes de come y Nagoya. Du. No, mañana. Und der Tate hat gelebt 3 Jahre in Aboim, nachdem wie man hat gut, geschlossen oder weggenommen alle vom Ghetto in Warschau. Ja. Und der Tate ist gewesen ein Partisan, was hat gelebt 3 Jahre lang in Aboim. Meine Mama la trofen in Treblinka. Und die Mama ist entlaufen von Treblinka. Und die Mama ist entlaufen von Treblinka. Und ihr allein seid geboren geworden in Polen. Gut. Und wann seid ihr hergekommen? Mein Gatte ist entlaufen in Polen in den 50 Jahren. Und ich mit meiner Mama sind mit meinem Bruder in der Wiedervereinigung. Gut. Und der Tate ist entlaufen von Polen in die 50er Jahren, in 50er Jahren. Und, ja, und die Mama und sie und die Mama hergekommen in Argentinien, 49. Viele von Polen mit Frankreich. In Paris gekommen und wir finden Anime, die gekommen Gut, und gut. Also, sie ist geboren geworden in Polen und in die 50er Jahren sind sie entlaufen von Polen in Argentinien, durch Frankreich. Ja, 2 Sachen. Koidem kol, zum ersten, siehst du sehr schöne Meise wegen die Gear Mandoline Orchestra. Mir haben sie gegeben Material. Ist doch gewesen bei uns in Nivo in Buenos Aires. Oh, wow. Wir haben ein Archiv wegen sie. Oh, wunderlich, wunderlich. Ist das eins. Und das zweite ist, als der Kuratorke, was hat gemacht, die Ausstellung, wegen was hat noch was gerät, sie hat geschaffen ein wunderliches Projekt von ich meine, 9 oder 10 Mustern von das Wort, was sie nutzt, ist Hideouts, Hiding Places. Wie ist ein Wort? Es tummelt, es rascht, man hört nicht. Okay. Hideouts, die Plätze, wo Aber Plätze, was ist mit die, aber Es ist hätte eine nicht, gefährliche Sache. Sie da tummelt. wo ein Platz, wo ein Mensch hat sich ausbehalten. Ja. Und Malines, die Malines. Malines. eine von sie ist gewesen ein Baum. Ja. Ein alter, riesiger Baum mit Treppen wenig. Mit was? Noch Trepp. mit Trepp. Sie haben gebaut Treppe wenig, weil das ist gewesen ein sehr riesiger Baum. Und aber andere euch jetzt. Es ist die Geschichte von Malines ist nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Sie gemacht sehr ein feines Projekt. Das ist ein anderes Thema. Sehr interessant. A Vergnügen. Mama ist vergenigen. Danke, Lukas, für der Verbettung. Danke. Und ja, das wird sein auf der zweiten Schmues wegen Malines. Ja, Ja. das ist Und wenn Breindl wird kommen, kein Buenos Aires, weil wir sich treffen, alle beschuldigt. Ja. ja. Oh. Auf der Bäume. Ich habe gewollt kommen, wenn mit Schicken Minkowski. Und ich habe gewollt voll mit Minkowski nach Warschau. Aber no, es ist nicht gewesen möglich. Aber ich wollte sehr, sehr gewollt kommen zu euch.
Sehr, sehr gewollt. Wir Lass mal sehen, was wir können tun. organisieren. Ja, lass mal sehen. Ich sage euch allen eine gute Nacht. Schönen Dank. Und herzlichen Dank. Und Dank euch allen, als ihr seid. Danke euch allen und wir treffen sich auf unser Iddisch-Tisch in einem Monat darum. Ja, das wird sein dem ersten Mittwoch Juni. Ja.